Die kleine Jenny war so niedlich, als sie 6 war. Doch dann bekam Mama ihre kleine Schwester. Jetzt war sie nicht mehr der Mittelpunkt, sie stand hinten an. Und dann mit 12 fing sie hemmungslos zu trinken an. Das war sowas wie ein Hilfeschrei, den keiner hört. Bei jedem Schluck hat sie gedacht, bitte Mama, sei empört. Doch Mama war nur selten da, keiner hat aufgepasst. Es war mal ein Mädchen, sie war etwas frühreif und sie machte seinem warmen Fett viel Glühwein. Sie war noch jung, ihr Name war Janine, Mama war da, doch er hat gewartet, bis sie steht, die Erfahrung gemacht. Armes Mädchen, denn sie wohnt im schlimmsten Viertel der Stadt. Ihre Mutter hängt sich immer an die falschen Männer, an geldlose, aggressive, alte Penner. So wie auch ihr Stiefvater war, aber Janine glaubte selber nicht, was diesmal geschah, denn er sagte, dass er nicht mehr zu alt ist für sie. Und kurze Zeit darauf vergewaltigt er sie. Es wird ja alles zu viel, weil drauf gemacht. Jenny war draußen mit der Clique, hier war sie beliebt. Hier wird man verstanden, wenn man auf zu Hause Krise schiebt. Sie ging mit 13 auf Partys ab 18, schminken wie eine Nutte und dann rein in das Nachtleben. Alles zu viel, weil er es immer wieder macht. Und genau wie jede Nacht kommt er auch in dieser Nacht. Du musst mir geben, was mir Mama nicht mal geben kann. Und was merkst du dann? Ecstasy, Kokain, Ficken auf dem Weiberklo, Flatrates auf dem 56 Tequila-Shots, einfach so. Wie viel mehr kann dieses Mädchen vertragen? Und wie soll sie es hinbekommen? Wie soll sie ein Kind bekommen? Eigentlich sind Freunde ja für sowas da. Sie hatte keine, als sie im 9. Monat war. Auf einmal fangen die Wehen an und schnell merkte Janine, jetzt kommt das Baby auf die Welt. Sie kommt nicht weit, die Treppen kommt sie runter. Wo kann sie allein sein? Im Keller ihrer Mutter. Zwischen Spinnweben und Kartons sollte sie einen wunderschönen Jungen bekommen. Das Baby auf dem Schoß, sie weiß nicht, was sie machen soll. Kurve, sie kommt nicht klar, weil sie damals vergewaltigt wurde. Es ist Janine, vom Stiefvater entehrt. Und ihr Leben war für sie nicht mal ein Cent wert. Es war so, sie kämpfte bis zum Schluss, doch sie wusste, dass sie all dem jetzt ein Ende setzen muss. Und sie erinnert sich zurück an ihr Kind, sie weiß nicht weiter, stellt sich einfach auf die Brücke und